Servus miteinander, der Johann Bars ist da. Heute geht es um die Rosa. Und zwar, es ist eine süße, und zwar eine süße Zwiebel. Die Rosa Roscoff. Und mit der machen wir eine Münchner Zwiebelsuppen. Was, die kennt ihr ja nicht. Ja, ich kenne es auch nicht, aber die erfinden wir jetzt. Zwiebel, schon geschnitten. Jetzt ein bisschen Butter an. Diese Rosa Roscoff kommt eigentlich aus der Bretagne. Nicht bloß eigentlich, sondern die kommt aus der Bretagne. Und die hat es im Mittelalter schon gegeben. Und das ist ja nicht weit von England weg, das ist die Bretagne. Und da sind die englischen Seefahrer, Sir Francis Drake und so weiter, wie es alle geheißen haben, die Freibeuter sind alle draufgekommen, dass die viel Vitamine hat. Und dann haben die aus Frankreich in die Britannien nach England übergeliefert. Dann haben die mit auf die Seereisen genommen. Und ich bilde mir ja ein, dass diese alten Seefahrer, die waren ja ganz schlau. Die haben mit den Zwiebeln, mit dem Sauerkraut und mit Hülsenfrüchten ihren eigenen Wind erzeugt. Deswegen sind die englischen Flotten so schnell gewesen. Irgendwas war da dran. Jetzt haben wir uns natürlich verschrieben, dass wir regionale Sachen verarbeiten wollen. Diese Zwiebel, die ist so gut, vor allem die hält recht lang und hat eben die viele Vitamine. Aber die Franzosen waren so schlau, die haben das Patent drauf. Die dürfen eigentlich nur für sich selber anbauen daheim. Aber wenn das so einer kann, dann soll er das machen, weil die ist wirklich gut, die Zwiebel. So, wir würzen die ganze Geschichte jetzt ein bisschen ab. Salz. Pfeffer. Muskat. So. Braunen Zucker. Dann lassen wir die ganze Geschichte angehen. In der Zwischenzeit machen wir Brezencroutons und Weißwurstradl. Wenn vom Weißwurstessen aber übrig sind, kann ich die da gut verarbeiten. Die werden wir da nebenbei so angelassen. In der Zwischenzeit kocht es da herum. So. Da werden wir auch da rein. Dann gießen wir mit Gemüsebrühe. Ihr kennt aber auch Geflügelbrühe, Kalbsbrühe, was nehmen wir. Oder ein bisschen Rindsopfen. Schauen wir mal, ob es Salz langt. Jawohl. Das muss jetzt ein bisschen durchkochen, sonst Zwiebeln einen zu sehr durchschlagenden Erfolg. Und was war München ohne Bier? Da haben wir einen Schuss Weißbier rein. Ja. So, da haben wir einen Teller.
Und jetzt, damit es ein bisschen frischer wird, spritzen wir ein bisschen Zitrone drüber, aber nicht zu viel. Und schon passt die Geschichte. So, jetzt riechen wir das schon mal an. Da kommen dann unsere Brezen und ein Weißwurstradl drüber. Und auf eine gescheite Zwiebelsuppe gehört natürlich ein Käse drauf. Wir nehmen da einen Bergkäse und ein bisschen was Grünes. Na, ich wünsche viel Spaß beim Nachkochen. Nach der Wiesn, nach dem Biergartenbesuch. Diese Zwiebelsuppen, die baut die auf oder reißt die komplett nieder. Servus beieinander. Und immer schauen, was es Neues gibt. Halt. Jetzt bin ich dran. Habe ich die Ehre. Bartholomäus Kugler ist mein Name. Amtlich geprüfter Tester von bayerischer Kultur und Essen. Und von Geburtswegen schon allweil ein Grantler. Wie mein Vater, mein Großvater, mein Urgroßvater und die davor wahrscheinlich auch schon. Muss ich heute wieder was probieren. Jetzt machen sie die Wiesn überall. Ihr könnt es doch einmal kochen. Aber ich muss testen, was der Johann Barsi da kocht. Ah, was hat er gesagt? Eine Münchner Zwiebelsuppen. Ah, das habe ich ja noch nie nicht gehört. Was soll denn das sein? Eine Münchner Zwiebelsuppen. Na, da wird sich schon was denken haben dabei. Auf der Wiesn kannst du alles verkaufen, gell? Aber wie ist das auf der Wiesn? Die Jungen, weißt, die kennen sich ja gar nicht mehr. Verstehst du, da stehen sie am Tisch, zählen einen Haufen, dann rennen sie ans Karussell aus, die ans Karussell fahren und dann wundern sie sich, warum der Tisch weg ist. Ja, so eine Bedienung, die hat doch gar keine, die kann doch gar nicht, die kann doch, die hat doch viel zu viel Arbeit reingehängt. Die kann doch den Tisch nicht leer lassen. Aber das müssen sie erst lernen, die Jungen. Jetzt wann kommt denn die Suppen? Ah, habe ich mir jetzt noch gedacht. Ah, Britzen sind drauf. Also mal schauen. Zwiebeln, der wird wieder ein Tüftal geben da. Ha. Aber ist nicht schlecht. Ihr müsst wissen, nicht schlecht, das ist in Bayern sau gut. Einen bayerischen Weißwein dazu. Heute lasst das krachen. Und wisst ihr, wie das ist, wenn einmal ein paar Außerirdische auf die Wiesn kommen? Im Hochbretzeit, da treffen sie einen Ami, der fragt, kennt ihr alle reiten oder wie ist das bei euch mit dem Moneymaking? Und wenn sie dann einen Russen treffen, der fragt dann, wie viel Wodka vertragt ihr? Der Chines sagt, habt ihr alles fotografiert? Und der Bayer sagt, sag einmal, Orchard verschworf.
Naja, da brauchst du schon einen Durchblick da. Wisst ihr, dass von gelbe Rum, dass die Sehkraft verstärken? Nachher beim Maß, da verdoppelt sich meine Sehkraft. Viel gescheiter. Ach so, ein Blödsinn. Dummheit ist eine natürliche Begabung, hat der Wilhelm Busch schon gesagt. Und ich meine, zu viel nachdenken, das macht auch bloß blöd im Kopf. Naja, ich habe eh nichts zum Sagen. Habe die Ehre, euer Bartholomäus.